Weihnachten. Also, da schlägt mein Herz immer noch höher, wenn ich daran zurückdenke. Ist für mich märchenhaft schön gewesen. Und zwar von A bis Z. Also ich persönlich feiere keine Weihnachten aus dem einfachen Grund, dass ich jüdisch bin und wir keine Weihnachten haben. Mein Bruder und ich haben aber eine mega schöne Tradition angefangen, dass wir jeweils am 24. mit Freunden von uns, die auch keine Weihnachten feiern, einfach zusammen zu Nacht essen und dann in den Ausgang gehen. Und im Ausgang treffen wir dann natürlich auch unsere Freunde, die Weihnachten feiern. Bei meinen Freunden und so ist es wie, man muss schnell heim, weil man hat ja das Weihnachtsfest und dann sehen wir uns dann alle zusammen im Ausgang. Also Tanzen, Festen zu meiner Zeit an der Weihnachten hat es einfach nicht gegeben. Es war gar nicht nötig. Man hat das nicht empfunden, als man sich irgendwie mit Alkohol irgendwie aufpushen muss. Aber die Mitternachtsmesse war dann ein Thema, also eine Messe um Mitternacht. Was natürlich der Hintergrund von dem Ganzen war, ist ja auch die Geschichte aus der Religion. Beginn vom Neuen Testament, also Geburt Jesus. Und darum hat man ja in diesen Stuben unter dem Weihnachtsbaum immer auch die Krippe gehabt. Ich kann mich auch an eine Krippe besonders erinnern, und zwar die wir bei uns im Hort hatten, als ich Kind war. Und das ist für mich dann auch so, wenn die Krippe dort gestanden ist, dann kann ich sagen, ja, jetzt haben die Christen ja da jetzt noch das Fest bekommt. Ich glaube, wieso das, was du sagst mit dem religiösen Aspekt, habe ich das Gefühl, hat heute vielleicht ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich noch eben, also wie eine Mitternachtsmesse gehen, ob sie eine Krippe beim Weihnachtsbaum haben. Ich habe das Gefühl, man macht den Weihnachtsbaum, das Essen mit der Familie und das ist so das Weihnachten, wie es jetzt in 2018 angekommen ist. Ich höre einfach im Hintergrund, wenn du das so erzählst, dass es irgendwo so in einer ganz lethargischen Sache ist. Die Weihnacht ist einfach so eingebettet. Es könnte auch eben so gut Ostern sein, man würde sagen. Ja, same. Okay. Bei Ostern habe ich auch das Gefühl, dass nicht alle zu ihrer Familie heim müssen. Und bei Weihnachten musst. Ich habe einfach das Gefühl, Weihnachten ist bei so vielen mit Stress verbunden und ist nicht mehr das, was du erlebt hast. Man muss mit der ganzen Familie an den Tisch hocken. Man muss Geschenke posten. Also es ist doch einfach auch schön, wenn man einfach nicht zueinander sein kann, aber das ganze Jahr darüber verteilt. Wieso sagt man denn bei allem immer, man muss? Ja, ich glaube, also was dort der Unterschied ist, ist einfach die Formulierung. Früher haben wir gesagt, es gehört sich. Ich habe es nicht so empfunden, es gehört sich. Ich habe es einfach nicht so empfunden. Ich habe mich gefreut. Ich finde es ein bisschen schade, aber es ist so kein Unterschied zum Rest des Jahres. Und bei uns war das ein Höhepunkt. Das kann ja sich vielleicht wieder einmal ändern, dass ihr back to normal geht und ein bisschen bescheidener das Ganze durchführen. Obwohl ich keine Weihnachten feiere, habe ich das Gefühl, du hast absolut recht. Auf den Punkt.